Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ja, Leute, Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Und natürlich alles Gute zum 124-jährigen Geburtstag. Ja, Leute, unser Verein hat heute Geburtstag, 27.02., was sollte man wissen. Gründungsjahr 1900. Für den einen oder anderen, der es nicht weiß, ganz kurz, ich kann ja mal ganz kurz ein, zwei Absätze vorlesen. Am Anfang des FC Bayern steht eine Rebellion. 11 junge Männer, angeführt vom späteren ersten FCB-Präsidenten Franz Johann, hoben am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela den FC Bayern München aus der Taufe. Die Gründung bedeutet die Abspaltung vom Männerturnverein MTV, in dem der Fußball als neumodischer englischer Sport noch belächelt wurde. Um Platzprobleme zu lösen und aus wirtschaftlichen Erwägungen schlossen sich die Bayern am 1. Januar 1906 dem gut situierten Münchner Sportclub MSC an, behielten aber ihre Selbstständigkeit. Einzige Bedingung war das Tragen der MSC-Trikots mit roter Hose und weißem Hemd. Diese Farben blieben dem FC Bayern bis heute. Schon 1907, als die Roten ihre neue sportliche Heimat, den Bayernplatz an der Leopoldstraße, bezogen, hatte der Aufschwung eingesetzt. Zur Einweihung des neuen Untergrundes bekam die lokale Konkurrenz vom FC Wacker mit 8:1 zu spüren, wohin der Weg führte. Zunächst mal an einen Spitzenplatz im Münchner Fußball. Von einer richtigen Tribüne aus konnten die Zuschauer diesen Werdegang mit besonderem Komfort beiwohnen. 1910 gipfelte er vorläufig mit dem Titel des Ostkreismeisters. Ja, Leute, wenn euch ein bisschen mehr die Geschichte des FC Bayern interessiert, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich besitze natürlich, hier kann ich euch auch mal zeigen, die Bayern Chroniken. Sieht man ein bisschen schlecht, weil die Cam das leider ausblendet, war. Band 1, Band 2, da ist alles schön für Leute, die das noch nicht kennen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das vielleicht mal irgendwo zu ergattern, günstig, absolut empfehlenswert. Alles schön bebildert, alles einzeln dokumentiert. Auch wichtige Dokumente, Gründungsurkunde, sämtliche Wappen, die wir bisher hatten und so weiter, ist da vermerkt. Kann ich euch nur ans Herz legen. Aber wer da Interesse dran hat, kann ich gerne mich mal hier hinsetzen und kann mal so eine halbe Stündchen einen kleinen Lesevortrag machen. Ist gar kein Problem, wenn ihr ein bisschen mehr zur Entstehungsgeschichte des FC Bayern und generell zum Verein wissen wollt. Ansonsten nutze ich das Ganze hier mal ganz kurz, weil ja auch öfters die Fragen kommen. Q&A kommt noch. Leute, macht euch keine Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe. Ist viel los diese Woche, wahrscheinlich erst nächste Woche. Aber vielleicht ganz kurz, wie ich zum FC Bayern gekommen bin. Wie gesagt, ich bin 75er Baujahr, haben wir ja schon geklärt, also schon ein alter Sack. Ja, seitdem ich denken kann. Ja, seitdem ich mich an meine Kindheit zurückerinnern kann, bin ich FC Bayern-Fan. Ich habe mich nie irgendwie aktiv für irgendeinen Verein umentschieden oder sonst was. Wie gesagt, hat meine Mutter mir mit in die Wiege gelegt. Meine Mutter ist FC Bayern-Fan, mein Vater war ein Schalker. Mein Vater ist aber auch ein Arschloch. Und von daher war das vielleicht von vornherein von Gott gegeben. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, seitdem ich mich erinnern kann, bin ich FC Bayern-Fan. Wir haben letztens nachgeguckt seit, was war das? 2,6 oder was weiß ich. Warte, ich gucke nach. Ich weiß, einige interessiert das ja. Bevor ich jetzt hier Mist erzähle oder was, 2016 oder was. 2006, Mitglied seit 1.7.2006 bin ich Mitglied im Verein. Aktuelle Mitgliedsnummer 73.489. Genauso lange bin ich Mitglied im Club Nummer 12, glaube ich. Steht das auch hier drauf? Warte. Ne, steht da nicht drauf, wie dann mein Mitglied ist. Das ist meine Mitgliedsnummer übrigens 4.515, wenn das noch interessiert. Ja, vorher war es mir aus finanziellen Mitteln leider nicht möglich, eher Mitglied zu werden. Ja, das ist so meine Geschichte. Also ich habe es mir nicht wirklich ausgesucht. Ich habe auch nicht einen leichten Stand gehabt zu der Zeit, wo ich FC Bayern-Fan war. Die eine oder andere wissen es ja. Ich komme halt aus dem Ruhrpott. Da ist man halt Schalker oder Dortmunder. Also könnt ihr euch vorstellen, wie mein Heranwachsen war. Da war der FC Bayern noch nicht so
deutschlandweit, weltweit so bekannt. Da war es halt noch die Ausnahme, dass wenn man im Ruhrpott wohnt, FC Bayern-Fan ist. Möchte ich aber nicht missen, war eine sehr schöne Zeit, die mich wahrscheinlich aber auch menschlich ein bisschen geprägt hat. Und ja, seitdem bin ich halt FC Bayern-Fan und zwar durch und durch. Ja, Fußball ist immer ein großer Teil in meinem Leben gewesen. Aktiv ging es nicht über Bezirksliga Herren hinaus. Ich habe auch nicht durchgehend Fußball gespielt. Ich habe in der C-Jugend, glaube ich, angefangen. C, D, A-Jugend, glaube ich, auch noch eine Saison. Dann war vorbei, dann waren andere Interessen da und dann später nochmal 1,5 Jährchen halt ja im Herrenfußball gespielt. Aber auch nicht so wirklich super ernsthaft oder sowas. Hobbymannschaft habe ich auch noch gespielt, mal 1,5 Jahre, so ein bisschen so Thekenmannschaft, wer das kennt. Immer so ein paar Turnierchen und so weiter. Ja, meine Posi war eher der defensive Part, also defensives Mittelfeld oder Innenverteidiger. Wo ich angefangen habe, gab es auch noch den Vorstopper. Ja, wer das noch kennt, Vorstopper war meine Posi auch, Libero. Solche Geschichten. Guter Torwart war ich auch, passabler Torwart. Gerade dann später in der Hobbymannschaft habe ich viel einen Torwart gegeben auch. Ja, das ist so, was ich mit Fußball am Hut hatte. Ja, und haut mir doch einfach gerne mal in die Kommentare, wie ihr zum FC Bayern gekommen seid. Vielleicht auch wie alt ihr seid, seit wann ihr FC Bayern-Fan seid. Interessiert mich ja schon hier aus meiner Community. Und ja, alles Gute dem Verein und uns zu 124 Jahre bestehen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Tschüssi.